Sie putzt vom Niederrhein über Köln bis weit ins Bergische Land. Nennt sich selbst die letzte Putzfrau vor der holländischen Grenze. Bühne frei für Agnes Kasulke. Ich muss sagen, ihr seht sensationell aus. Hör mal, wie geht es euch? Geht es euch gut? Ja! Herrlich! Mir auch, ihr Lieben. Ich darf mir noch mal in aller Form vorstellen, nur damit ihr wisst, mit wem ihr zu tun habt. Mein Name ist Kasulke. Agnes Kasulke. Immer noch die letzte deutschsprachige Putzfrau vor der Autobahn. Und das macht ja keinen Spaß mehr auf der Autobahn, oder? Heutzutage macht das Autofahren keinen Spaß mehr. Hör mal, überall nur noch diese Blitzeroffensiven. Die machen ja selbst auf dem Lande nicht Halt davor. Es ist ja so, es ist wirklich, ne? Mein Onkel hat mir letzte Woche angerufen, da sagt er zu mir, Agnes, da musst du den mal wegtun. Ich bin gestern so ja mit dem Trecker in eine Radarfalle gefahren. Ich sag, und hat es geblitzt? Ne, sagt der gescheppert, ne? Hör mal, ganz ehrlich, im September hat es auch gescheppert, wa? Bundestagswahlen. Meine Herren, da hat es die FDP aber mal ganz kurz rausgehauen, wa? Man könnte auch sagen, im Bundestag haben sie die gelben Tonnen abgeschafft, ne? Meine Herren, wir haben mir in der letzten Woche ganz eindrucksvoll gezeigt, wie man an einem Tag 1000 Kalorien verbrennt. Hatte Lasagne im Ofen vergessen, ne? Ja. Wie gesagt, es war bitter nötig, dass dieser Mann abnimmt. Der sah ja verboten aus. Weißt du, und dann sagt er zu mir, Agnes, ich weiß ja nicht, was du willst. Sagt er, ich halte mein Gewicht schon seit 2 Jahren. Ich sag, wie bitte? Ja, sagt er, auf der Waage steht immer Error. Ne? Ja. Weißt du, aber dann wird die ja gemein, ne? Dann guckt er an mir rauf und runter. Und sagt so, Agnes, ich finde wohl auch, dass du ein bisschen was abnehmen müsstest. Mädels, geht's aber doch mal ganz im Ernst. Hab ich das denn nötig? Na, ich weiß, das Scheinwerfer tragen, natürlich geht's auch auf, ne? Nein, aber das ist doch, ich lasse doch nichts unversucht. Ich habe letztens noch eine Bikini-Diät gemacht. Ich kann euch sagen, eine habe ich gegessen, hör mal. Aber, nein, es ist einfach, du hast ja als Frau auch immer mit diesen Rückschlägen zu kämpfen, ne? Also ich gehe mit meinen Nerven lecker aus essen, wir kommen nach Hause, ich ziehe mir die Klamotten aus, gehe auf die Waage, schon wieder mehr. Ich sage, das darf doch jetzt nicht wahr sein, ich habe schon wieder 2 Kilo drauf. Da sagt er, warte erst mal ab, bis du abgeschminkt bist. Der eigene Mann, weißt du, aber Mädels, ich muss sagen, er hat mich zum Nachdenken gebracht und ich habe gedacht, Agnes, du musst Sport machen. Habe ich getan, Mädels. Ich war bei der Volkshochschule und wollte einen Kursus belegen. Jetzt war Zumba leider überbucht. Ne? Habe ich mich für einen anderen Kursus angemeldet mit Sport. Und zwar für den Pool Dance. Ne? Ich habe mir so gedacht, Wasser trägt, ja. Ja. Und dann komme ich in diese Halle rein, ziehe mir in der Kabine den Monokini an. Ne? Komme in diese Halle, Mädels, und da war ich bitter enttäuscht. Da war ja kein Wasser da. Die Halle war so was von baufällig, dass die ganze Decke mit Stangen abgestützt war. Da waren sich wohl ein paar Kolleginnen von dem Kursus, waren sie an den Stangen am Warmmachen, weißt du? Waren da so am... Ich denke, gut, wenn du nur zum Aufwärmen bist, ne, dann machst du mit. Habe ich getan, Mädels. 1,5 Stunden habe ich mitgemacht. Ich war grün, blau, lila, Prellungen, Zerrungen, alles hatte ich. Nach 1,5 Stunden kommt die Lehrerin dann zu mir
und sagt zu mir, ich soll doch jetzt mal von dem eckigen Bauträger weggehen, auch an so eine runde Stange, ne? Aber ganz ehrlich, Mädels, da habe ich mir gedacht, du verführst deinen Erwin so, wie es sein muss, auf die herkömmliche Art und Weise. Erst lecker essen gehen und dann gucken wir mal weiter. Habe ich mir bei Zalando ein Palettenkleid bestellt. Mädels, und dann kam der Clou. Habe ich mir für drunter, habe ich mir bei Lidl, habe ich mir Shapewear gekauft. Kennt ihr Shapewear? Ne? Nein, kennt niemand. Trägt auch niemand. Versteht? Ich war von oben bis unten sowas von schlank zusammengequetscht. Das könnt ihr, ich hatte eine Figur, eine Silhouette wie eine Sechsbombe. Bis unten an die Füße. Ich war sowas von schmal, hör mal. Hatte bloß Schuhgröße 60 dann, ne? Also irgendwo musste das Zeug ja hin, ne? Und da musst du ja erst so eine Arbeit und dann fragst du dich, ist dein Mann das überhaupt wert? Ne, am nächsten Tag sitze ich zu Hause auf der Couch, gucke Fernsehen. Mein Erwin kommt rein und meckert mir direkt an. Da sagt er, Agnes, sagt er, was guckst du dir eigentlich diese dämlichen Kochsendungen an? Du kannst doch sowieso nicht kochen. Ich sage, ja und? Ich sage, du guckst auch Sexfilme. Ich meine, das ist ja nicht so, als ob ich immer nur vor der Fernseher hänge. Ne? Ich lese gerne auch mal ein gutes Buch. Boris Becker hat ja im letzten Jahr auch ein Buch geschrieben. Hatte ja geschrieben, ne? Dass das Babsi ihm immer verhauen hat. Ne? Meiner Meinung nach nicht fest genug. Ne? Muss man ja so sagen, weißt du, ne? Aber meine Erwin zumindest liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Letztens auch, ich habe ihm erzählt, dass ich ernsthaft mit dem Gedanken spiele, mir mal liften zu lassen. Ne? Hör mal, ich komme mittags von der Putzstelle nach Hause, da hatte meine Erwin mir 3 Kostenvoranschläge für eine Treppenlift hingelegt. Ne? Ich meine, sind wir ehrlich, in so einer reifen Ehe ist der Lack einfach ein bisschen auch ab. Ne? Aber es gibt ja auch helle Momente. Mädels, und so einen hatten meine Erwin und ich letzte Woche Sonntag. Hör mal, wir sitzen beim Mittagessen endlich mal alleine zusammen. Mensch, sag ich Erwin, jetzt, wo wir zwei hier so zusammensitzen, nur du und ich, quasi Fils à Fils. Ich sag, Erwin, da muss ich ehrlich sagen, hör mal, da wird mir wieder richtig warm um das Herz. Ne? Ja, sagt er, ist kein Wunder, deine linke Brust hängt in der Suppe. Ne? Ich sag, du wirst aber jetzt nicht sagen, dass meine Brüste hängen. Nee, sagt er, die chillen nur. Die chillen nur. Ich sag, du sei mal froh, hör mal. Sei mal froh, dass meine Brüste so sind, wie sie sind. Das Rita hat mir in der letzten Woche erzählt, das hatte eine Knoten in der Brust. Außer mein Erwin, wer macht denn sowas? Ich sag, über sowas macht man doch keine Witze mit der Gesundheit. Ich weiß, wovon ich spreche. Meine Cousine hat mir erzählt, dass sie bei ihr jetzt Demenz festgestellt haben. Mensch, Sätze, was würde ich doch jetzt für ein neues Gehirn geben? Er sagt, dann nimm doch das von meiner Erwin, das ist quasi unbenutzt. Ne? Guck mal, da meckern sie direkt, die Herren der Zonen. Versteht? Ich meine, das ist ja, ne? Wenn ihr es benutzt, haben wir bloß Streit. Also aber wenn ihr gehen kann, dann ist ja alles gut. Ne? Letztens auch hatte sie Besuch von der Firma, mein Erwin Hensken voran, freitagsabends ging es los. Was meint ihr, wann er nach Hause kam? Samstags morgens um 7 Uhr kommt der Fifi die Türe rein. Ich sag, na super, Mann. Sagt der Agnes, du weißt, wir hatten die Gäste von auswärts, die musste ich selbstverständlich noch zum Hotel zurückbringen. Ich sag, natürlich, Supermann. Sagt er, gut, und dann haben wir natürlich an der Hotelbar auch noch einen Absacker genommen. Ich sag, selbstverständlich, Supermann.
Sagt er, gut, und jetzt wollten von denen aber noch so ein paar, wollten noch in so eine Nachtbar. Sagt er, da musste sich ja einer von uns opfern. Das habe ich dann übernommen. Ich sag, ganz selbstverständlich, Superman. Sagt der Agnes, aber wieso sagst du jetzt die ganze Zeit Superman zu mir? Ich sag, das kann ich dir sagen. Ich sag, Superman ist der Einzige, der die Unterhose über der langen Hose anhat. Das ist... Ja, Mädels, ob Unterhose drüber oder drunter, ich stehe jetzt an, ich räume diese Bühne jetzt hier, trink mir hinten noch ein Bier, krieg mich der Eimer, hab hier der Mob. Hier oben ist es wieder tipptopp. Ich hoffe, euch hat's Freude gemacht. Der Hauptsache, es wird gelacht, habt noch viel mehr Freude und lacht euch in den Arm. Wenn Agnes sagt, geht tschüss und Kölle, Alarm! Dankeschön! 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 Meine Damen, Agnes Kasulke alias Annette Esser. Liebe Annette, wir danken für eine wunderbare Rede. Nimm als äußeres Zeichen unserer Dankbarkeit den Damenorden der KG Uhu. Ohne paar Blömscher. Und ihr seid aufgefordert, Dankeschön zu sagen. Danke mit dreimal Kölle. ZDF, Agnes Kasulke, tschüss.